Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Was du standest. Wir sind momentan mitten stecken geblieben und zwar in den Weltenquests. Wir müssen momentan Weltenquests erledigen, damit wir an unsere Raumstufe steigen, damit wir weiter an unseren Nachtfee-Kampagne arbeiten können. Für das müssten wir jetzt unbedingt noch eine Weltenquest hier im Ardenwald abschließen. Ich habe gedacht, wir machen uns doch direkt mal auf den Weg zum Flugposten. Jetzt muss ich aber noch mal schauen, wo der da ist, da beim Flugmeister. Da hinten. Da hinten versteckt er sich, der Löli. Dann gehen wir doch mal direkt mal schnell zu ihm und schauen, dass wir uns direkt in die Nähe von dem da fliegen lassen. Wir gehen dort an, wo es am nächsten ist. Ich würde es mal so sagen. Und die Weltenquest wir abschließen, weil dann haben wir unsere Glitzerflügel, unsere liebe Lehrlingstochter. Ich glaube, das ist es. Ja, okay. Unsere Lehrlingstochter gut ausgebildet. Und somit können wir dann das auch abgeben. Jetzt ist die Frage, machen wir da immer so bestimmte Belohnungen über. Da würden wir Anima bekommen, und da oben würden wir eine Erinnerung bekommen. Wenn ich mich nicht täusche, ist das eine Erinnerung. In der Schmiede der Bande eurer Sammlung hinzu. Und ich würde mal sagen, am nächsten von all diesen Sachen können wir ja wirklich direkt an die hier Anima-Zapfen eingesammelt. Wir machen mal die. Okay, wir machen das mal auf den Weg dorthin. Dann können wir noch die letzte Prüfung mit unserem Lehrling abschließen im Ardenwald, damit wir dann auch dort unsere Erfolg bekommen. Welche Quest ist das genau da? Weil 2 von 3 haben wir schon abgeschlossen. Und dann würden wir da ein Emblem des Raums bekommen. Dann schalten wir nämlich dann schon, eigentlich die nächste Nachtfee-Kampagne frei. Aber wir werden uns dann zuerst mal noch um die restlichen Quests kümmern. Also retten Zelle aus dem Schlund, Malraxus verteidigt und Anima sammeln. Wir würden uns zuerst um das kümmern und dann machen wir uns wieder an die Hauptquest. Wie es da so weitergeht. Jetzt hier anklicken. Ich sollte eigentlich ja direkt dann da unten sein. Gibt es wertvolle Anima-Zapfen. Aber hier sind überall Drust. Etwas Magie sollte euch helfen, an ihnen vorbeizukommen. Okay, wir haben hier irgendetwas Spezielles bekommen. Wir müssen an denen vorbeikommen. Verwandelt euch in einen Ardenmotte. Annehmen. Okay. Verringert die Bewegungsgeschwindigkeit und das Tempo aller Gegner innerhalb von 10 Meter 30 Sekunden um 30. Versetzt Gegner innerhalb von 10 Meter für 5 Sekunden in einen Schlaf. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 40% und heilt euch um 40% in 10 Sekunden. Okay, also wir haben jetzt mehrere Fähigkeiten bekommen, aber wirklich fliegen können wir nicht. Und mit dem müssen wir jetzt Anima zapfen. Da vorne sehe ich schon mal eins. Das ist eine lustige, das ist jetzt aber noch eine lustige Quest. So, dann zapfen wir da mal ganz kurz. Jetzt haben wir die einschläfern. Mit dem sind wir schneller unterwegs. Okay, dann lassen wir die da auch gerade wieder einschlafen. Dass wir da in Ruhe eigentlich unser Anima zapfen. So, Nummer 2, Nummer 3. Also das finde ich so lustig, dass man da als Motto kann umeinander fliegen, Leute einschläfern gehen und gleichzeitig kann so ein paar Anima-Teile sammeln. Das finde ich jetzt wirklich noch witzig irgendwie. Die Frage ist, wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Da hinten haben wir noch eins. Schnappen wir uns. Das ist unseres. Es kommt kein anderen über. So. Öffnen. Zack, zack. 4 Stück haben wir schon mal. Also die Weltenquest ist jetzt wirklich easy im Gegensatz zu den anderen 2, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Ist jetzt die wirklich mega easy. Hat er sich gerade drüber teleportiert? So. Jetzt ist er verlangsamt. Dann soll er uns auch in Ruhe lassen. Aber der hat sich irgendwie über die ganze Map drüber teleportiert und wieder zurück. So ein Löli. Wie kann der das noch wagen? So, öffnen. 6 haben wir schon mal. Da vorne haben wir noch einen, da hinten haben wir noch einen. Hey, das ist aber wirklich mega easy. So, jetzt lassen wir den schnell einschlafen. Das ist jetzt aber wirklich easy. Da haben wir uns wirklich eine gemütliche Weltenquest rausgesucht. So, Anima-Zapfen. Da oben haben wir noch einen, den schnappen wir uns. Ja, verfolgt uns nur, wir lassen euch gerade wieder einschlafen. Wir schon warten, es sind glaube ich mehrere. Und hopp. Schlafen gut, wunderschöne, süße Träume wünschen euch. Und wir schnappen uns hier hinten unseren letzten Anima-Zapfen. Und dann sind wir mit dieser Weltenquest eigentlich auch schon wieder durch. So, gut nice. Gemacht. Ich glaube, die hiesigen Motten könnten einiges von euch lernen. Gell, jetzt was du sagst, darum haben wir auch eine Lehrlingstochter mit dabei, die da von uns alles Mögliche am Lernen ist.
Wir müssen aber wieder zum Flugposten zurück. Ich bleibe jetzt gerade mal schnell in dieser Gestalt rein. Mit der sind wir ja ziemlich schnell unterwegs, da wenn wir Bewegungsgeschwindigkeit rein tun. Ihr verlasst das vorgesehene Bereich und werdet aus eurem Fahrzeug entfernt. Okay, also wir sind aus dem Fahrzeug entfernt worden. Obwohl ich immer noch finde, dass das kein Fahrzeug ist, sondern ein Wesen. Aber lassen wir so stehen, So, das heisst, wir fliegen jetzt eigentlich nochmal schnell zurück zum Herz des Waldes. Sehe ich das richtig? Danke. Geben kurz die Quest ab und nachher würden wir uns machen an... Welche wollen wir machen? Wenn wir zuerst nochmal Draxus oder wenn wir zuerst in Schlund? Also der Schlund wäre ja gerade auf dem Weg. Da müssten wir in Oribus runtergumpen, schnell die Seelen sammeln und nachher nochmal Draxus. Oder wenn wir schnell auf Maldraxus, nachher wieder in Oribus und dann in Schlund. Komm, wir machen zuerst rettet Seelen aus dem Schlund. Das dunkelt mir recht logisch, wenn wir jetzt zuerst in Oribus Seelen sammeln. Ich weiss gar nicht, ob das jetzt überhaupt nötig ist, dass wir jetzt schon zurückgehen, die Quests abgeben. Aber wir machen das jetzt einfach einmal. Wir machen das jetzt einfach einmal, damit wir das einfach erledigt haben. Damit ich einfach auf Nummer sicher bin, dass wir jetzt einfach unsere Raumstufe bekommen. Dass ich einfach auf Nummer sicher bin, oder? So. Die sollte sich da draussen befinden. Die gehen wir doch ganz kurz schnell abgeben. So, Quiz beenden. Neue Kampagnenquest verfügbar. Nice. Bam, bam. So, Stufe 5. Das heisst, wir könnten jetzt hier unten sehen, ich glaube es auch schon. Bei dem müssten wir jetzt da, bei der Ysera. Bei der Ysera müssten wir jetzt eigentlich die nächste Quest annehmen, um die Kampagne weiterspielen. Aber eben, das verschieben wir. Wir machen zuerst die anderen Sachen, damit wir direkt 2 Kampagnenquests hintereinander machen können. Und das finde ich eigentlich am logischsten. Weil wenn wir Glück haben, hat sich bis dann, können wir schon wieder Raumstufen formen, um wieder die nächste Kampagne zu machen. Aber nur wenn wir Glück haben. Hey? So, ab in Oribus. Ab in Schlund. Los geht's. Was für einen Ruf haben wir da eigentlich schon bei denen? Das ist das, der Schattenlande. Die wilde Jagd. Wir sind bei denen schon freundlich. Es ist vorher schnell gegangen. Venari unsicher. Sie ist unsicher. Sie ist völlig unsicher mit uns. Obwohl wir ihr... Also gut, sie hat uns mehr geholfen als wir ihr, aber sie ist unsicher. Hof der Nacht, neutral. Freundlich, die Aufgestiegenen. Bei denen sind wir wenigstens freundlich. Die Aufgestiegenen sind, glaube ich, die Bastion, hä? Ich glaube schon. Okay. Dann machen wir das auf den Weg. Wir haben ja, glaube ich, noch nicht wirklich viel mehr dazu bekommen. Wir haben schon mal... unser Beutel ist ziemlich voll. Was haben wir da drinnen? Kann ich das nicht öffnen? Kann ich nicht während dem Fliegen, hä? Das sind 2 Sachen, die wir öffnen können. Okay. Das ist eine Erinnerung. Das hier ist Anima. Und den Rest können wir alles verkaufen. Das ist auch nochmal Anima. Also wir haben schon ein bisschen etwas Anima zusammen. Ich hoffe, dass wir das jetzt im Verlauf der Zeit... Da hätten wir... Stellt im Verlauf von 20 Sekunden 30.000 Gesundheit wieder her. Knoblauchzehen. Komm, den behalten wir mal noch. Den Rest können wir, glaube ich, wirklich alles dann verschrotten. Gibt einem strahlenden Lichtblitz ab, der die Augen der Verdammnis verblendet. Questgegenstand. Okay, den können wir auch nicht verkaufen. Und der Rest ist alles irgendwelches Zeug zum Verhökern. Also eigentlich können wir da wirklich schauen, dass wir das jetzt alles schnell durchverkaufen. Außer das da. Das haben wir bis jetzt nicht angezogen. Let's go. Nice. Sind wir schon mal wieder einen kleinen Ticken stärker geworden. Wo ich natürlich nicht Nein sage. Und der Rest ist alles zum Verkaufen. Okay. Das gibt wieder einen kleinen Batzen an Gold. Wir haben schon 18.000 Gold zusammen. Also auf Gold haben wir gut gefahren. Wir müssen mal schauen, ob wir da noch einen Reitlehrer finden. Dass man vielleicht... Aber ich weiss gar nicht, ob man im Oribus fliegen kann. Irgendwo fliegen kann. Ob man das muss sich freikaufen oder nicht. Wenn ihr es wisst, Kommentar nicht vergessen. Könnt ihr mich auf den neuesten Stand bringen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt mal schnell in den Schlund rein. Wir können ja bei dem schauen, dass wir bei der Venari unsere Sachen verhökern. Und jetzt zuerst mal schauen, dass wir die 5 Seelen sammeln, die von uns verlangt worden ist. Rettet Seelen aus dem Schlund. Hat das auch eine Ablaufzeit? Nicht wirklich. Okay. Also wir gehen jetzt zuerst mal zu der Venari. Gehen wir zuerst mal alles verkaufen. Und nachher gehen wir die Seelen sammeln. Dann können wir nämlich nachher direkt zurück in Oribus und ab nach Maldraxus. Was habt ihr anzubieten? So. Dann müssen wir eh mal noch schauen, was wir da alles an Sachen haben, die wir können bei ihr einkaufen können. Das ist auch ein Questgegenstand. Zack. Das müssen wir schauen, ob wir einen Knacker finden. Jemand, der Schlosser gelernt hat. Und das war auch nichts, genau. Also eigentlich wirklich alles zum Wegtun. Okay, so. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Da sage ich natürlich auch nicht nein. So, jetzt haben wir noch wieder ein bisschen Platz. Das ist natürlich ziemlich nice. Wie viele Anima haben wir denn jetzt im Gesamt? Im Gesamt haben wir 3x35 sind 70, 105. 250 plus 105 sind 355, glaube ich.
Wenn ich mich jetzt täusche, und das wär's. Mehr Animo haben wir bis jetzt nicht. Okay. Aber ist schon mal ein guter Zuwachs, wir kommen dann fast auf 700. Ein bisschen mehr als 700 kommen wir dann über, wenn wir nicht sogar auf 800 kommen. Das Wichtigste jetzt ist, dass wir anfangen Seelen zu sammeln. Wo finde ich die Seelen? Ich glaube, ich drücke am besten einfach mal noch schnell auf Quest drauf. Hä? Rettet Seelen aus dem Schlund? Ja, wollte ich ja. Wieso zeigst du mir da hinten an? Wieso zeigt er mir da hinten an? Hä? Rettet Seelen aus dem Schlund. Wir sind im Schlund. Und es zeigt mir auch, dass ich die da muss retten. Wieso muss ich die da retten? Okay, Verwirrung herrscht. Da hat es sicher keine Seelen, die man retten kann. Da hat es eindeutig keine Seelen, die man retten kann. Die müssen irgendwo da am Schlund sein. Beim letzten Mal hat es mir ja alles angezeigt, wo die genau sind. Jetzt hoffen wir, dass das etwa nochmal gleich passiert. Dass wir irgendwie mal ein paar Seelen finden, oder? Hallo? Hallo? Wir brauchen ein paar Seelen. Das zeigt mir wirklich nichts da, nicht auf der Map. Doch, da. Da zeigt es mir eine an, aber den holt er gerade. Also da sind mehrere Leute schon auf Seelenjagd. Da könnten wir eigentlich mitmachen, hä? Wenn wir da mitmachen. Wenn wir da mitmachen. Der hat 1,5 Millionen, ist so ein Spezialboss. Wenn wir Glück haben, bekommen wir etwas Lustiges oder Gutes von ihm. Mal schauen. Mal schauen. Machen wir einfach mal mit. Wenn wir mit nachher sowieso schauen. Weil da hinten haben wir dann auch gerade nochmal eine Seele, die wir befreien können. So, wir gehen ein bisschen mehr auf Abstand, weil der macht mir irgendwie Schaden. Der macht mir irgendwie Schaden. Keine Ahnung wie. So, go, 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 go. Nur noch 700'000, das schaffen wir. Zack, zack, zack. So. Im allerschlimmsten Notfall gehen wir in unsere Seelengestalt, weil dort würden wir nochmal Leben auffüllen. Wenn wir jetzt wieder ein Problem noch bekommen. So. Und es sieht ganz danach aus, als sollten wir das eigentlich ganz kurz schnell machen. Genau, jetzt tut es mir nämlich Leben auffüllen in dieser Zeit, eigentlich. 5%. Go, go, go. So. Und sonst haben wir ja da noch etwas Cooles gefunden, und zwar den da. Wieso kann ich... Hallo? Ich bin außer Reichweite. Ich bin fast tot, wieso? Ich bin fast tot. Nice. 50 tägliche Quests abgeschlossen. Wir haben es... Keine Ahnung, wir haben es irgendwie überlebt. Was können wir über? Sehr viel Stiege und noch Quest. Bringt die verendliche Programm zu Venari. Okay. Okay. Und jetzt machen wir unsere Quest, die wir haben wollen. Aber ich glaube, wir sollten dafür zuerst mal schnell etwas Kleines essen. Ich glaube, wir haben recht viel Stiege erhalten. Wir haben... Nein, wir haben 78 Stiege erhalten, aber dafür haben wir die Quest bekommen, wo wir müssen, den Venari abgeben. Vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter, also wirklich viele haben das jetzt doch nicht gebracht, wie ich gehofft habe. Und da hinten hätten wir eine Seele, aber ich glaube, das schnappt sich so jemand anderes. Das sind alle auf Seelenjagd. Es sind alle auf Seelenjagd. Gerade da sollte eine sein. Wo? Ach, der schnappte sich auch. So ein Löli, wir müssen sowieso aufpassen. Also nach dieser Quest sollten wir nicht mehr in den Schlund kommen, weil wir dann da unsere Aufmerksamkeit schon für uns gezogen haben. Der schnappt sich die Seele. Also, das sind alle auf Seelenjagd. Was ist da los? Haben alle die gleiche Quest wie ich? Wir gehen jetzt einfach, wir gehen einfach mal tiefer in den Schlund rein. Mal schauen. Mal schauen, ob wir etwas Gemütliches finden. Da vorne haben wir 2 Seelen. Also eigentlich ist das ja nicht so schwierig, ein paar Seelen jetzt da zu befreien. Also. Der wird gejagt. Soll ich dem helfen? Ich kann ihm leider nicht helfen. So, dann müssen wir zuerst mal den Gegner aus dem Weg räumen, der uns da gegen den Keks geht, der Löli. So, und gerade da sollte eine Seele sein. Ich habe kein Ziel. Und der schnappt er sich. Ach, Jägerli, bin ich so veräppelt gerade. Kann ich da nicht in der paar Seelen sammeln? Ach, Jägerli. Komm jetzt, es sind nur 5 Seelen. Das bringen wir doch irgendwie zueinander. Wir versuchen da mal alle Gegner ein bisschen zu ignorieren, auch den da. Komm, verreis. Verreis. Versuchen da ein bisschen um ihn herum gehen. Ach, jetzt greifen mich die Hündchen an. Unglaublich. Ich wollte nur ein paar Seelen retten und werde die ganze Zeit irgendwie attackiert oder irgendjemand anders geklaut. So mühsam. So mühsam.
Ich habe mir die Quest viel leichter vorgestellt. Oh, da hinten hat es noch einen, muss aufpassen. So, la. Da vorne haben wir, da oben haben wir noch ein paar. Also wenn wir da raufgehen, aber da oben wollte ich nicht unbedingt hin, weil da hat es ziemlich viele Gegner. Wir schauen mal, ob wir die da unten schnappen können. Vielleicht haben wir Glück und schaffen es da die unten die Seelen schnappen, bevor es jemand anders macht. Steinkerker. Ich glaube, da drinnen sollte es nämlich sein. Ich brauche ein Ziel. Gefangene Seele, Seele retten. Jawohl. Nummer 1 haben wir. Nummer 1 haben wir. Jetzt müssen wir die schon aus dem Weg räumen, dass wir da die Seelen ankommen. Also es wäre gemein, wenn wir jetzt dort töten und jemand anders holt uns die Seele. Ich würde sagen, wir töten das jetzt gerade schnell direkt. So. Moin, genau. Dann haben wir nämlich unsere Seele bei uns. Wir haben das Auge des Kerkersmeisters auf uns gezogen. Also das Beste ist, wir pressieren das ein bisschen. Da haben wir gerade nochmal eine. Das Beste ist, wir pressieren das ein bisschen, sonst kann das Ganze ins Auge gehen. Wir haben Stufe 1 erreicht. Also bis jetzt das erste Mal, wo wir Stufe 1 erreicht haben. Mich wundert es, auf was muss ich jetzt aufpassen? Eure Handlung im Schlund lenken das Auge des Kerkermeisters auf euch, was zunehmend Bedrohung mit sich zieht. Seelensucher greifen euch auf der Stelle an. Okay, was sind denn Seelensucher? Jetzt haben wir da unten schon wieder gerade eine Seele. Am besten, wir bleiben gerade da stehen, das spawnt die ganze Zeit wieder. Okay, genau wieder die gleiche Stelle. Ja moin. Ja moin. So, dann schnappen wir dich mal ganz kurz. Und jetzt warte ich aber schnell. Taucht die vielleicht gerade wieder auf? Hallo? Jetzt bin ich die ganze Zeit weggelaufen, dann bist du schon wieder da gewesen. Laufen wir halt nochmal schnell weg, vielleicht kommt sie gerade wieder. Wenn wir den Rücken zudrehen, das könnte gut möglich sein. Wenn niemand drauf schaut. Keine Ahnung. Jetzt kommt sie nie mehr. Jetzt will sie nicht mehr. Aber wisst ihr was, wir laufen lieber trotzdem nochmal da rum. Ich glaube, der Weg ist fast sicherer. Da kommen wir ja am gleichen Punkt und da vorne haben wir noch die letzte Seele. Da ist sie wieder. Dann haben wir die ganze Zeit die gleiche Seele geschnappt. Ja, nice. So, Seele retten. Voilà, Nummer 5. Benutzt den Portalstein nach Oribus. Also wir müssen wieder zurückkehren. Das heisst es jetzt, aber mir persönlich würde da jetzt eigentlich richtig Maldraxxus gehen. Nicht, dass wir jetzt da wieder hin und her müssen die ganze Zeit. Würde ich jetzt sagen, jetzt suchen wir uns den Weg da zurück. Wir bleiben einfach mal auf dem Weg. Ich glaube, das sollte schon... Nein, das ist die falsche Richtung. Hä, wo muss ich da durch? Wir bleiben jetzt mal auf dem Weg. Es kann sein, dass da vorne eine Abzweigung kommt. Jawohl, okay. Jetzt müssen wir da führen und da alles geradeaus runterlaufen und dann sind wir schon dort. Und das kommt gerade besser als noch gelegen. Der Löli kommt uns wirklich besser als noch gelegen. Die Mother. Das kommt wirklich gerade gut gelegen. Jetzt können wir nämlich in die Tür und können wir schon den Hund klauen. Dann sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. So. Ah nein, zuerst looten. Zuerst looten, dann der Hund. Weil das eine Stieg, ja, das lasse ich mir nicht entgehen. So. Let's go. Wieder auf dem Weg zurück. Auf unserem geklauten Schemenhund. Das klingt auch so. Ein schämender Hund. Schemenhund. Schämender Hund. Wir versuchen jetzt einfach an ihm vorbeireiten. Vielleicht ignoriert er uns mit der Zeit. Einfach reiten. Weiter geht's. Hopp, 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 hopp. Wir sind schneller. Wir sind einiges schneller. Go, go. So, wir haben es fast geschafft. Ist er immer noch hinter uns? Ja, aber ganz weit. Wir sind einiges schneller. So. Kann ich die Quest kann ich gerade beim Venari abgeben? Oh nein, wir haben ja nochmal so einen Stein aufgesammelt, wo wir bei den Venari abgeben können. Genau, richtig. So. Quest beenden. Nice. Dafür haben wir noch ein bisschen Ruf bei ihr erlangt. Das ist ziemlich nice. Und jetzt müssen wir nochmal zurück nach Oribus. Also die Quest sagt jetzt, wir müssen zurück nach Oribus, nachher nach Ardenwald. Aber ich persönlich sage, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Maldraxxus, weil dort sollten wir ja jetzt eigentlich Maldraxxus verteidigen. Was genau das heisst, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass man vielleicht Maldraxxus verteidigt. Indem wir tägliche Quests, Weltenquests, also wir müssten eigentlich nach Maldraxxus Weltenquests abschliessen. Also wir sind schon wieder in dem Bereich, dass wir noch mal ein paar Weltenquests machen. Aber ich würde sagen, die nehmen wir jetzt auf uns. Die gehen die 4 Minuten weg, aber da zum Beispiel gerade 3 Quests nebeneinander und da würde noch etwas ganz Gutes kommen. Neue Brust, aber die bringt uns nicht so viel. Ab nach Maldraxxus. Wir sind schon ewig nicht mehr dort gewesen. Wir können doch jetzt mal schnell güchseln, was dort so passiert ist. Und durch
die Quests, die wir nämlich jetzt in Maldraxxus erledigen, kommen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Anima über. Und mit dem restlichen Anima, das wir erhalten, sollten wir eigentlich die 1000 vielleicht voll bekommen an Anima. Was natürlich ziemlich nice wäre, weil dann haben wir gerade alle Quests auf einmal durchgemacht. Einfach einmal durchgemacht. Wo bin ich da? Wo ist der Flugmeister? Flugmeister, hallo. Suchen wir schnell den Flugmeister. Den Löli. Flugmeister. Da hinten. Ich bin, glaube ich, jetzt einmal unnötig rundherum gelaufen, aber Scheibe drauf. Muss uns ja nicht behindern. Muss uns ja nicht behindern in der Sache, die wir vorhaben. Let's go. Ab nach Maldraxxus. Am besten da, ne? Am besten da, ne? Zum Theater der Schmerzen, oder? Let's go. Ab dort hin. Los geht's. Forza. So, jetzt machen wir uns nämlich gemütlich schon auf den Weg dort hin. Dann machen wir mal Maldraxxus verteidigen. Da steht auch nicht, wie lange wir Zeit für das haben. Also es steht nicht, dass die ablaufen würde, die Quest. Die Quest läuft auch nicht ab. Und die Quest ist eine wöchentliche Quest. Also die sollte eigentlich auch nicht ablaufen. Ich nichts wissen. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. So, genau, weil da müssten wir den Quest abgeben und 1000 Anima müssen wir zusammen bekommen. Ich habe ja vorher zusammengerechnet. Wir brauchen halt schon noch ein bisschen etwas an Anima. Was passiert? Ich muss mal schauen, was passiert, wenn wir die öffnen. Ob wir von denen noch Anima bekommen. Das wäre natürlich ziemlich nice, wenn wir aus diesen Truhen da würden Anima bekommen. Weil dann würden wir sicher auf die 1000 kommen. Wir müssen die 1000 Anima erreichen. Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl. So, ewig sind wir mal Maldraxxus gewesen. Mal schauen, ob sich da etwas geändert hat, aber ich glaube es nicht wirklich. Ich glaube, es ist immer noch ein riesiges Schlachtfeld. Bis jetzt sieht es ziemlich ruhig aus, okay. Gehen wir mal glückseln, was da in Maldraxxus so los ist. Ich denke, das ist eine gute Sache. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal schnell diese Sachen auf. Zum Schauen. Nein, da kommen wir einfach die teuren Sachen raus über. Da für 900, 600, 400, da kommen wir hure teure Sachen über. Aber. Und ein sehr nice Gegenstand. Ja, moin. 14 Rüstung, 10 Beweglichkeit, 14 Ausdauer, 14 Tempo und 11 Meisterschaft. Also, unsere Rüstung tut sich so ganz langsam zueinander gehen. Das ist ja, glaube ich, auch wieder so eine Erinnerung. Und sonst haben wir keine. Einfach teure Sachen bekommen, ein gutes Rüstungsteil. Aber mir fehlt Anima. Ich will Anima. Rückzug. Das ist auch wieder so ein Seelenteil. Handwerksmaterial. Es ist eine Ehre, die Fackel der Herausforderung zu tragen. Entzündet die Kohlenpfannen, um die großen Häuser zur Arena zu rufen. Wie lange geht die Quest denn dann noch? Schnell sein. Was muss ich machen? Öffnen. Okay. Okay. Das ist mal lustig. Einfach da einmal rundherum hustlen. Oh. Das anzünden. Und nicht in die schleimigen Teile reinlaufen. Okay. Also wir müssen einfach alle Feuer empfachen und ich darf nicht in die schleimigen Sachen rein. Ist schon lustig. Okay. Maldraxxus hat in dem Fall auch noch ein paar witzige Weltenquests. Let's go! Forrest Gump ist schon auf dem Weg. Habe ich jetzt mitgenommen, ja? So, und einfach nicht in den Schleim rein. Let's go, Forza. So, jetzt das anzünden. Und weiter. Okay. Wie lange müssen wir das machen? Das finde ich jetzt eine witzige Quest. Da können wir nämlich gerade mal schauen, was passiert, wenn ich eine Weltenquest abschließe. Wie viel Prozent wir da fürs Verteidigen bekommen. So, da. Ich muss schauen, dass ich den Topf nicht verpasse. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich den Topf nicht verpasse. So. Angreifen. Statt 3 von 5 Töpfen. Also 5 Töpfe hat es im Gesamten. Okay, let's go. Wenn das nicht an einem vorbeirennen, ich kenne mich. Ich muss wirklich jetzt genau die Augen offen behalten. Jetzt renne ich plötzlich noch einem vorbei. Da haben wir noch einen. Okay. Das wäre Nummer 4 und dann fällt das noch einer. Dann haben wir die Weltenquest schon abgeschlossen. Das ist ja hure easy. Das ist jetzt wirklich hure easy. So. Einfach den Schleimer ausweichen und der Rest ist eigentlich voll easy. So. Hey, ein Panda! Und das ist der letzte. Angreifen. Gut gemacht. Tempo geschickt.
und Gerissenheit. Und hure viel sind Gold, sehr über wichtig. 284 Gold. Wir farmen da richtig gutes Gold. Was haben wir aber jetzt dafür bekommen? Einfach nur Gold? Oder haben wir da noch Anima bekommen? Das ist halt das Einzige, was ein bisschen nervt, oder? Wir bräuchten halt Anima. Das ist ja so ein Sammelstein, dass die Leute da können sich sammeln können. Für ein Dungeon, in dem Fall ist... Ah, da ist das Dungeon, okay. Dann fangen wir an, mal dafür reiten. Dann gehen wir wieder zu unserem Flugposten. Wir haben 25% bekommen, das heisst, wir müssten 4 Weltenquests abschliessen, um Maldraxxus zu verteidigen zu haben. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, Maldraxxus verteidigen wir in der nächsten Folge weiter. Dann gehen wir mal die komplette Weltenquest abschließen, damit wir dort auch auf 100% kommen. Und dann würde ich sagen, danach machen wir uns dann weiter an die Kampagne. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Kommentar, wenn ihr irgendetwas Dummes hinterlassen wollt. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke mal und ciao!